Es geht weiter, stets heiter, zurück bei den Pionieren aus Pagonia. Und zwar, ja, wir sind mal dabei hier mit der Handelsfraktion, oder beziehungsweise dem Handelszentrum von der gegnerischen Fraktion oder NPC-Fraktion, whatever, ja, ihre Aufträge zu erfüllen. Ich sag's, es ist, und ja, zumindest mit der Fackel läuft relativ gut. Es ist zwar traurig, dass die immer nur eine Fackel, je nachdem, ja, nach und nach liefern. Zumindest hier drüben, das heißt, es kann ein bisschen dauern, bis sie alle 28 haben, aber hey, wir haben ja Zeit, nicht wahr? Also doch extra hier unten irgendwo dort hier noch ein Ding, ein Lager hingebaut, aber da packt keiner was hin. Weil natürlich zugeben muss, dass ja mein Gebäude hier, nicht die Brei, wo ist jetzt? Sägewerk, nein Quatsch. Die Holzwerkstatt, die Fackel produziert, die ist ja auch hier. Oder nur hier, wie auch immer. Ja, relativ weit weg, aber die ganzen Ressourcen, das ganze Holz, das ich auch hier habe, macht es irgendwo durch schon Sinn. Naja, gut. Andererseits sind wir auch noch hier oben, denn wir müssen auch hier noch hier hin, zum mysteriösen Ort, und hier müssen noch Pilze hinbringen. Dafür muss erstmal hier der Wachturm noch gebaut werden, ne? Gibt noch viel zu tun hier. Und wir müssen einen Eisentagebau bauen, wir müssen noch Werkzeuge herstellen. Oh Mann, oh Mann. Spielt keine Rolle, was, wa? Entscheide selbst, welche Werkzeuge die bald fehlen könnten, und stellen insgesamt 10 Stück her. Naja, mir fehlt ja ziemlich vieles. Quasi alles, wenn man so will. Okay, okay. Die Werkzeugschmiede, wo hatte ich die? Werkzeugschmiede. Abholzbretter, Kohle. Gut, Kohle dürfte ja nicht das Problem sein. Wir haben auch hier ein schönes Lager schon. Wir haben hier unten noch Holzlager auch unter anderem. Okay. Bahnausganglager voll. Ja, das soll sich eigentlich langsam sicher ein bisschen Marktstände hier ein bisschen füllen, war, wobei ja ist auch schon alles voll. Okay, okay. Also, haben wir noch einen Steinmetz. Der ist leider auch schon voll, weil wir gar nicht mehr hinterherkommen. Alter, viel zu viele Grenzsteine. Dass ich den Tag noch erleben darf. So, wir haben den Kohletagebau, Kupfertagebau. Baut alles ab, das ist schön. Dann machen wir natürlich hier auch mal noch. Ah, hier oben geht's gar nicht. Ja, warum nicht hier? Warum denn nicht hier? So, einmal Kupfer. Einmal Kohle. Einmal Eisenerz oder Eisenbarren direkt. Ja, das Erz, oder? So, aber ich sollte eh noch hier ein Ding machen, wa? Baue Eisentagebau. Eisentagebau. Wo ist denn der Eisen? Eisen, da wäre Eisen. Also quasi normaler Eisen, nicht der Eisen aus Dingsbums. Aus Tales of. Was war's? Berseria. Theoretisch auch Cestiria, aber es. Naja. Haben wir kaum gesehen. So, ja. Schön doof. Irgendwie auch. Also tatsächlich kann ich hier bauen. Aber warum eigentlich nicht? So. Irgendwie in dem Planieren habe ich ein bisschen Probleme, wa? Da kann ich irgendwie so viele mehr zur Option, weil auch das Gebäude hier, bis dahin mal einer kommt. Gut, ist ein Zimmerer, okay. Ah, da kommen sie. Mein Gott, braucht nicht lange. Ihr könnt zwar, wie so oft im Leben, auch mal da am Baustellencamping errichten. Ich hätte schwören, dass ich mal eins machen wollte. Aber nie getan habe, wa? Shame on me. So, dann haben wir den Eisentagebau. Werkzeuge herstellen, ja,
aber erstmal noch die anderen Materialien, dann geht das. Dann noch Wachturm besetzen, Militärcamp bauen. Oh. Was falsch Gebäude hier war. Okay, das geht lustigerweise so nicht. Ja, so ruhig mal hier ein bisschen warten. Besetze Wachtürme 10:30. Naja. Ein paar Wachtürme haben wir ja schon. Die Frage, die sich mir da halt stellt, ist, habe ich auch genug Personal? Und eher weniger. Also, dann ist alles schön dabei, wa? Singende Klinge, können wir darum ein bisschen kümmern. Das ist mit Unternehmen viel zu tun, weil, naja, ist alles voll hier. Hier auch alles voll, Taverne auch alles voll, Gebäude ist deaktiviert, deswegen alles voll. Ja, dann machen wir bis dahin. So, die Frage ist, kommen da noch Leute oder habe ich gar keine mehr? Vermutlich nicht, wahr? Dann deaktiviere ich die mal, damit die nach oben können. Und dann muss ich halt noch ein paar Wachen produzieren. Mit Kettenrüstung und Eisenlanzer, nur mit Holzspeer. Ein paar Holzspeere, wa? Waffen haben wir jetzt nicht so viel. Ich habe viele Fackeln. Magische Fackeln. Auch ganz wichtig. Nehmen wir an, so Eisenlanzen und so, das ist ja natürlich nicht in der Werkzeugschmiede. Warum soll es auch da sein? Leichte Rüstung, verstärkte Rüstung. Hey, warte mal. Der wollte aber Kettenrüstung haben. Steht ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich nicht mehr weiß, welches Gebäude ich so richtig platziert habe. Das hat ja schon mal besser im Griff tatsächlich. Ja, warte mal, das wird gerade gebaut. Personal unterwegs, okay, dann gefällt mir das schon mal. Hey, aber... Moment. Ja, nee, eine Waffenschmiede fehlte noch. Eine Rüstungsschmiede auch, haben wir gar nicht hergestellt. Aber eben noch, wie ich diese singende Klinge herstellen kann. Aber gut, eins am anderen. Warte mal, dann machen wir es so. Wo haben wir es? Holzspeere.
erst einmal noch 10 Holzspeere her für den Kumpel. Er hätte gerne schon Eisenlanze und Kettenrüstung, da bringe ich keinen Bock drauf, das schon zu machen. Jetzt sind nochmal 10 für den, dann habe ich nachher das mit den Wachtürmen hier auch gemacht. Jetzt Wachtürme 10:30 ja, weil die sind noch unterwegs hier. Müssen aber gleich ankommen. Kann man ein bisschen Gas geben hier. So. Dann können wir das da oben, dann passt das auch. Jetzt haben wir natürlich gerade den Fatal Fail schlecht hingemacht. Und falsch geklickt. Also Kohletagebau, Schmelzhütte brauchen wir noch. Und dann Kohletagebau noch ein. Ich habe schon genug Kohle, also insofern. Nochmal einbauen soll, aber okay. Eine Schmelzhütte. Schmelzhütte mit Silberbarren und Eisenbarren. Gut, dafür braucht man Silbererz, das wird noch ein bisschen dauern. So, wenn wir die Schmelzhütte gemacht haben, wir Eisenbarren und können dann auch Werkzeug herstellen. Also gut, theoretisch können wir auch so schon Werkzeuge herstellen. Zum Beispiel 5-mal eine Schaufel und 5-mal einen Hammer. Bei Kupfer haben wir auch. Insofern, das klappt auch schon soweit mal. Kuriosen Basar versorgen mit den Fackeln. Sehr gut. Das läuft auch. Perfekt. So kann der nämlich auch noch mit Steinpilz versorgt werden. Das wird zwar ein bisschen dauern, bis der kommt. Ja, wo sind wir schon unterwegs? Sehr gut. Ja, wir haben den kuriosen Basar abgeliefert und wir haben das mit dem Außenposten. Also das ist soweit fertig mit der Fackel. Sehr gut. Kann jetzt theoretisch der gefüllt werden, genau mit Fackeln. Ein Lager mit Fackeln. Oh Mann ey. So. Ingotiere-Einheiten, der ist noch dabei. Gut. Militärcamp. Mal so just for fun. Dann kann ich den... Nein. Entschuldigung. Nach wieder aktivieren. Danach könnte ich hier das Gebiet noch ein bisschen erweitern. Hier ist noch ein interessanter Ort. Das ist eine Pflanze. Gut, dann hätten wir das soweit gemacht. Jetzt müssen wir das Artefakt noch herstellen. Vor allem, es heißt wirklich stilles Heer. Also da müssen wir schon noch ein bisschen gucken. Kohletagebau. Kohle. Ja, hier hat es viel Kohle. Hat hier viel Kohle. Lecker. Na komm. Mach's da mal und dann soll er bitte hier rüber gehen. Der andere Typi. Kann ich auch hier rüber. Haben wir schon mal 2. Die Schmelzhütte. Personal auf dem Weg. Okay, nachher soll es ja schmelzen. Logischerweise. Ohne Silbererz. Ob ich das nachher auch schon brauche, wer weiß. Baue Silbertagebau. Ah, danke schön. Wo habe ich da... Okay, praktisch. Aus demselben Ort ist. Jetzt muss ich aber gucken, wie ich zum Henker hier noch ein Ding hinkriege. Noch einen Weg hochziehen. So, kann klappen. Ich meine, es sieht hier hässlich aus wie die Nacht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber soll ja vor allem funktional sein.
So. Haben wir ein Silbertagebau, das ist doch auch schön, kann auch hier hin. Noch ein bisschen Silber. Wir können hier nochmal ein Lager bauen für Silber. Obwohl, das hatten wir schon mal das Thema, ob es überhaupt lohnt, dann Silberding zu machen. Eh wertvolle Ressourcen, wa? Ob ich das jetzt sein lasse? Und lieber hier machen, den fertigen Silberbarren. Ich habe sonst eh kein Gebäude, was Silbererz braucht. Also wird sowieso immer hierhin geliefert. Der verarbeitet halt immer zu Silberbarren und dann brauche ich halt etwas, um die Silberbarren zu lagern. Das macht einfach mehr Sinn. Silbertagebau. Ja, schön dabei. Gut. Machen wir nochmal ein bisschen Woolspeed. Mal gucken. Alter Schwede. Sind die unterwegs? Das sind sie. Ein mysteriöser Ort, ja, schön, aber irgendwie große Konversation mit den Leuten, so gibt es noch nicht, ne? Also irgendwie so ein Chatfenster, was aufploppt, wo sich jemand vorstellt und sagt, hey, hallo, ich bin dein Nachbar. Wie geht's, wie steht's? Ich hätte gerne dies und jenes. Du hast gewonnen. Ist doch schön. Uferfraktion. Aha, und dann noch zu verbünden. Achso, und dafür brauche ich erst die Dinger. Ist doch immer schön, wenn man gewinnt, wa? Ich meine, das mit dem Warenliefern ist direkt von Handelsposten gemeint, wa? Gut, dann dürfte das mit den Brettern eigentlich nicht so das Problem sein. Habe ich das richtig interpretiert? Ja gut, ich brauche einen Weg dahin. Ah, kann ich jetzt irgendwie einen Weg dahin ziehen? Nö. Ja, aber... Hä, wo soll denn das da hinschicken? Ich ging eigentlich davon aus, dass ich das und das nachher zum Ding da hinschicken müsste. Das war ein Handelsposten halt. Ja, gut. Da geht es deswegen nicht weiter, war, weil es hieß ja eigentlich nur, ich müsste bis zum Freund machen. Es hieß nicht, ich muss bis zum Verbündeten machen. Also das mit Artefakt herstellen und die Waren liefern ist wohl, ja, keine erforderlich. Außer, warte mal, Handelsposten, haben wir gar keinen. Wäre vielleicht noch eine Idee, einen Handelsposten zu bauen. Ach, guck mal einer an. Ein eigenes Wappen, ja, okay. Kann man den auch ändern? Den sagen wir noch nicht, wa? Die hungrigen Propheten, so heißen sie. Ah ja, das Handelspanthers, das macht natürlich Sinn. Aber ihn, hey, der will halt die Sinn in Klinge haben.
Zum Bauen ist die Insel hier oben echt eine Katastrophe, leider. Ja gut, also die Map haben wir eigentlich geschafft, Freunde. Das heißt, ab der nächsten Folge machen wir wieder was anderes, also quasi eine andere Map. Also, mir geht es eher ein bisschen darum, noch die restlichen Punkte hier noch zu erforschen. Ich sag's mal so. Genau, weil wir haben jetzt einen Handelsposten. Er hat ja auch einen Handelsposten. So können wir halt, ja, direkt handeln. Sag jetzt mal so, wie es ist. So, zum einen hätte er gerne ja 70 Bretter. Heißt jetzt, ich kann hier drauf und sagen... So. 70 ausgewählt, war. Und ich kriege dafür eine Fraktionsbelohnung. Aber das ganze Ding kann man natürlich... kein Handelsträger verfügbar. Warum? Okay. Hä? Ne, was ich gerade sagen wollte, genau, der ganze Handelsposten. Das, was wir jetzt machen, aktive Handeln und so, das klappt ja offenbar erst dann, wenn ich tatsächlich auch auf Freundesstatus bin. Also ich muss erst Freund mit ihnen sein, bevor es funktioniert. Sonst geht's nicht. So interpretiert das Ganze mal. Und erst jetzt kann ich halt die ganzen anderen Handel noch abschließen. Wir versuchen zumindest. Okay, ich stelle das schon mal alles her, das ist natürlich schön. Es werden noch viele schöne Dinge hier entdeckt. Ist das nicht herrlich, Freunde? Also, warte mal, das haben wir jetzt soweit, ne? Jetzt ist halt eben noch das Problem. Aber was heißt Problem? Eigentlich haben wir es ja. Schneiderei hat es ja hergestellt, Produkte der Rucksäcke. Wo sind die jetzt überhaupt hin, die Rucksäcke? Hatte ich nicht irgendwo... Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Nicht irgendwo ein Gebäude, was mir genau jetzt... Wofür ich damals auch die Rucksäcke bauen musste. Oder herstellen musste, besser gesagt. Ja, war irgendwie so. Das hat er, glaube ich, noch nicht gebaut, ne? Ja, was mir ein bisschen fehlt, ist noch so eine Übersicht, mit der gerade sagen kann, aha, das Gebäude aber schon, das Gebäude aber schon. Aber da hieß es ja in der Roadmap, dass das noch kommt. So, 025 Handelsträgern handelte. Ich hatte vermutlich noch gar nie welche. Jetzt ist halt die Frage, wie kann ich die überhaupt produzieren? Ich habe einen Wachturm, eine Garnison fehlt mir eigentlich auch noch, ne? Noch gar nicht gebaut.
Gildenhaus. Ah, hier. Guck mal an. Rucksäcke. Da haben wir sie, Handelsträger. So, die gehen wir jetzt alle hier schön hin. Zack, zack. Jetzt aus dem Boden gestampft. Und viele Rucksäcke, ist klar. Die schön mitnehmen. Dann hier hingehen. Dann auf dem Weg. Sehr gut. Ich bin da, bin da. Ja, Mann, ich bring die Waren. Ich bring sie, ich bring sie. Halt durch, Mann, ich bring sie, ich bring sie. Hallo Freund, tritt herein. Dankeschön. Ich Freund, du Freund, wir Freund. Zack. Noch mehr Freunde. Ja, wir sind alle Freunde. Gut, bis die 70 Laubbretter haben, das dauert ein bisschen. Aber okay. Also theoretisch können wir einen aktiven Handel machen. Ja, gut, aktiv heißt ja, bis die Materialien geliefert haben. Weil ich kann theoretisch sagen, mach mir endlos viele. Ich kriege dafür endlos viele Fraktionsbelohnungen, eventuell eine Variante. Dann der singenden Klinge. Gut, das sind natürlich all die Dinge, die sie haben wollten, ne? Ich meine, rein theoretisch. Er kann nur einen aktiven Handel gleichzeitig haben. Oh, da ist bitter. Dann gehen wir miteinander. Ich wollte gerade den Rest noch so machen. Gucken, was hier umsonst, was er gibt. Im Prinzip geht es noch um die singende Klinge, wa? Wenn ich das Teil irgendwie produzieren kann. Da bin ich jetzt tatsächlich wieder ein bisschen überfragt. Doch, das hatten wir in der letzten Map, hatten wir es mal kurz. Aber das ist, es steht eine magische Fackel und eine magische Klinge, das ist nicht dasselbe. Ja gut, wie das funktionieren soll, müssen wir uns dann nochmal ein bisschen genauer angucken. Vor allem dann, wenn wir es auch wirklich brauchen. Aber eben, hier ging es nur darum, Freund zu werden, alles andere ist noch optional. Und wenn natürlich wir jetzt so ein cooler Dude wären und wüssten, wie, wo, was das funktionieren würde, können wir natürlich machen. Aber das, glaube ich, eher unrealistisch ist. Haben wir auch nicht gerade zum Ziel gesetzt, ne? Genau, wir können magische Klinge machen, so ein Rubin und ein Silberdegen. Aber ich dachte irgendwie, singende Klinge wäre auch ein Schatz gewesen. Warte mal. Ich bin jetzt komplett bescheuert. Die Schatzkammer. Junge, das ist total groß. Ich muss mal ganz kurz checken, vorhin, ob ich da jetzt wirklich richtig liege. Aber es ist eigentlich schon ein bisschen ganz entspannt, war, vor allem wenn es halt mit anderen so Simulationsaufbauspielen vergleicht, wo es um die Kohle geht. Und ich sagen muss, ey, ja, die Leute müssen Steuern zahlen, du musst dafür Kohle hinblättern und so. Nee, nee, hier ist alles wesentlich gemütlicher. Da brauchst du kein Geld. Geld hat dir keinen Wert. Also doch, theoretisch schon, aber auf eine andere Art und Weise. Weil du kannst ja trotzdem Münzen prägen und so, aber es ist halt mehr für den Handel dann. Oder um dich einfach nur reich zu fühlen.
So, Schätze kurz gucken. Eben, eine singende Klinge ist ein Schatz. Das heißt, Teil müssen wir erstmal finden. Wertsachen macht auch Sinn. Sehen, ne? Wir können das gar nicht herstellen. Wie auch. Da stellen wir natürlich jetzt trotzdem die Frage, warum haben die Entwickler das hier eingebaut? Ich meine, ist es etwas, das ich tatsächlich irgendwo finden kann, genauso wie Rubine, Diamant? Gibt es irgendwie mal einen Tagebau, wo man die abbauen kann? Oder liegen die irgendwo herum und ich müsste erstmal gucken, dass ich die finde? Also wisst ihr, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn die ganze Insel wirklich abgesucht hätte, als gesehen hätte, dass man jetzt sieht, da ist eine singende Klinge. Woher auch die plötzlich kommen soll, keine Ahnung. Oder eben das Ding gibt es ja gar nicht. Weil es vielleicht mal noch eine spätere Version vom Early Access kommt. Der ist auch in der Vollversion so, wobei, das kann ich mir eher weniger vorstellen. Ich glaube, die Dinge, die man hier schon anteasert oder sagt, hey, es gibt das und das Item, das muss es schon in irgendeiner Form geben. Aber ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich das überhaupt hier handeln soll. Vor allem hier sind Handelsposten, ist ja schön und gut, aber ich kann von denen irgendwie nichts ja, sagen, hey, ihr hättet gerne das und das Item. Doof gesagt. Also den Handel muss ich aktiv gestalten. Passiv, dass sie mir auf ein Haus das anbieten, wo ich sehen kann, was sie sonst so haben. Gibt es jetzt so gesehen ja eigentlich nicht. Warte mal, 100%, okay. Bis dahin geht's wohl. Ja gut, die werden hier halt ein paar Bretter los, das ist klar. Ich würde sagen, das machen wir ganz kurz, bis wir auf 70 sind, weil dann sie noch Punkte sich ein bisschen steigern. Das ist auch ganz cool. Und dann aber war es für die Folge und für die Map. Hier bei Pirates of Pagonia. Schauen wir in der nächsten Folge wieder mit was komplett anderem. Also, was anderem, auch mit der nächsten Map. Ich glaube, da ging es schon ein bisschen mehr um Kriegszustände, wa? Also um irgendwie auch fremde Silbertagebau. Oh, das Gang ist voll. Ja, ich weiß. Geht natürlich auch ein bisschen feindliche Fraktionen. So Diebe und so zum Beispiel, uns überfallen könnten. Wie man sich dagegen am besten schützt. Ist auch alles voll. Also das ist natürlich jetzt so ein Thema, was im Prinzip sagen würde, hey, yo, okay, ich brauche hier 2 Stück. Und zwar für die Barren dann. Einmal Eisenwaren, einmal Silberwaren. Der Vogel hat zugestellt. Perfekt. Handelsposten, nichts mehr zu tun. Aktiver Handel, aber das ist jetzt abgeschlossen. Aber zumindest. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, 5 Kupfer für 5 Pil... Oh, gut. Also dieses Verhältnis, weil man hier steht die Zahl auf 38. Himbeeren, die ich liefern soll. Ne, beziehungsweise die bekomme ich ja. Himbeere, umsonst einfach irgendwas oder wie? Ja, und nun? Hä? Ich kann ein Handel im Gange sein, der gar nicht weiß, also umsonst. Also ich gehe und hole mir einfach die Himbeeren. Die Dinge sind abgeschlossen. Ja. Eben, fast alle bis auf die singenden Klingen kann ich machen, da aber kein Plan, wie das funktionieren soll. Wie sieht es hier aus? Ja, theoretisch könnte man dann bis zu Verbündeten machen. Und dann vorbei zu verbessern. Nächste Fraktionsstufe. Fraktion bietet an, sich mit dir zu vereinen. Eine Vereinigung. Klingt irgendwie leicht schräg sogar, wenn ich ehrlich sein darf. So, warte mal. Das Thumbnail natürlich, brauche ich die Fraktion noch. Wir machen es jetzt so, Leute. Wir gehen kurz zurück ins Titelscreen, weil ich gespeichert habe. Oh, warte, jetzt hier. Schön leer vor allem. Herrlich.
Ja, die leben ihr Leben. Vor allem die einen bringen die Himbeeren hier hin, die anderen verstauen es wieder. Und dann merken sie, oh, wir haben zu viele Himbeeren, scheiße, was machen wir jetzt? Der ist kacke, wa? Tja. Also gut, der Handel ist gerade noch im Gange. Vielleicht, wenn der abgeschlossen ist, bin ich nachher sogar schon... Ich kriege gar keine Fraktionsbelohnung, wa? Hier habe ich welche bekommen. 70 sogar insgesamt, weil ich 70 Bretter geliefert habe, also pro Brett eine Fraktionsbelohnung. Hier bekäme ich 30, weil ich ja 3 Schwerter brauche und pro Schwert 10 Stück davon habe. Hier kriege ich ja keine. Das heißt, ich müsste tatsächlich noch 30% voll machen, um verbündet zu werden, aber ich habe keinen Plan, wie ich das mit der singenden Klinge, wo ich die finde. Das schnallt ich gar nicht so ganz. Okay, scheiß drauf. Na, Speicherplatz, speichert. Und wir gehen zurück ins Hauptmenü, Freunde. Also, ich werde mir ganz kurz informieren, wie das mit singenden Klingen genau ist. Aber so im Sinne von, ob ich was verpasst habe oder das noch kommt. Je nachdem, wenn man dann eine freundliche Welt in der nächsten Folge nochmal kurz reinschnuppern, um eben 200% zu erreichen, um zu gucken, wie das mit der Übernahme uns aussieht. Falls nicht, würden wir dann in der nächsten Folge mit der trügerischen Küste beginnen. Nimm dir von Dieben und Banditen in Acht, die sich in den Bergen verstecken. Ganz gefährlich. Wie gefährlich genau? Das erfahren wir vielleicht, hoffentlich, das nächste Mal. Bis dahin, bye bye.